Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen mal wieder The Longing. Unser kleiner Schatten sitzt hier oben, träumt von einer endlosen Halle mit weißen Säulen. Ja, aber du sollst doch eigentlich was arbeiten, Junge. Arbeite. Zack. Siehste? Ich hab natürlich, wie sich das gehört, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Also, als ich angemacht habe, stand er hier vorne dran. Und die Mauer war schon genau wie jetzt. Also, ich hab... Okay, es gibt hier zumindest mal Pilze. Das ist doch schon mal gut. Sag ich mal so. Was für Pilze sind das? Er leuchtet im Dunkeln. Oh. Ja gut. Ich sehe schon, wir sind nicht wirklich weit gekommen oder so. Ja. Pilz leuchtet im Dunkeln. Pilzpflanzen. Ja. So. Wie könnte ich denn da hinaufkommen? Hüpf. Also essen. Pflanzen. Nicht untersuchen. Hüpf da hoch, Junge. Will er nicht. Ja gut, dann sind wir jetzt nicht so wirklich weit gekommen. Naja, ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Weil das Spiel, es ist egal, wie lange wir brauchen, wir werden es durchspielen. So einfach ist das. So, und das Schöne an diesem Spiel ist, ich kann Kaffee trinken dabei. Moment, das ist die Tasse von meinem Arbeitgeber, die ich habe. Wollt ihr nicht sehen. Okay. Ja. So, wo gehen wir? Pass auf. Wo gehen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich hatte bestimmt... Also, ich nehme mir das jedes Mal vor, mir einen Zettel zu schreiben, wo ich wohl hingehen könnte. Und jedes Mal vergesse ich es. Aha, das da unten ist die weiße Halle. Das weiß ich. Reimt sich. Sollte ich vielleicht mal wieder zurück nach Hause gehen? So, und das hier ist... Ich habe keine Ahnung. Wieso ist das da oben jetzt? Achso, das ist... Ah, ich kann hier die Bilder nochmal... Ey, das ist das Problem. Moment, lauf du mal ein bisschen weiter, Junge. Lauf mal, einfach laufen. Na, laufen? So, das ist das Problem, wenn man ein Spiel länger nicht spielt. Man hat dann irgendwann keine Ahnung mehr, wie was funktioniert. Okay, das ist mein Zuhause, das sehe ich hier. Ah ja, das ist das Gesicht da. Ja, okay, alles klar. Was ist das? Ah, da ist eine Spinne. Ja, ich mach gleich hier weiter. Ich sag mal, lauf dahin. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ja, das ist das Problem, wenn man Spiele nur alle 5,5 Monate spielt. Was ist denn da drüben mit dem Pilz da zum Beispiel? War ich da schon? Moment, da muss ich jetzt hin. Kann man den essen? Kann ich da weiter klöppeln oder so? Was habe ich eigentlich das letzte Mal gemacht? Außer eine Wand aufzuklöppeln. Hacken. Granit. 7 Enttäuschungen. Oh. Und was ist das hier für ein Pilz? Ja, komm, dann lass mal den armen Pilz da mal stehen. Ja. Moment. Ah, Kaffee. Ich trinke nicht gerne Kaffee. Ich trinke eigentlich fast gar keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Kaffee schmeckt einfach nicht gut. Aber, es kommt das große Aber, manchmal will ich warmen Koffein trinken. Und ich werde garantiert keine Mate warm machen und dann trinken, weil das hört sich alleine schon mal eklig an. Also werde ich halt wohl doch Kaffee trinken, zur Not. Dann werde ich mir halt einreden, dass ich erwachsen bin und Kaffee trinke. Ich habe mir extra Karo-Kaffee, keine Werbung, kaufen lassen. Ein kerngesunder Landkaffee oder so. Auch keine Werbung. Weil der sehr gut schmeckt. Er hat aber halt kein Koffein. Also wenn ich dann mal Bock habe auf Kaffee, aber nicht unbedingt wach werden muss, dann trinke ich den Kaffee. Denn der ist lecker. Der ist wirklich lecker. So sollte Kaffee immer schmecken.
Da ist ein neues Geräusch. Das sind zumindest Pilze. Die waren aber schon immer da, soweit ich weiß. Wir gucken uns jetzt um. Oh. Ja, soweit können wir uns, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich auch Granit. Ja, viel ist passiert, seit ich das letzte Mal The Longing gespielt habe. Ja, mich hat mal wieder... Meine Eltern haben früher gesagt... Der Rappel gekriegt, habe ich mal wieder. Wie 7 Enttäuschungen. Ich wurde doch eben schon mal enttäuscht. Ich habe mal wieder den Rappel gekriegt. Moment. Ich habe eine Idee. Also die da, Pilze, die leuchten, ja? Und die grünen da, die können recht groß werden. Pass auf, wenn ich diesen Pilz jetzt da oben hinpflanze, wo ich gerade eben was freigeschaltet habe, kann ich dann da hochgehen? Wäre das möglich? Wir probieren es aus. So, also, ich habe hier Dreck neben mir liegen. Mich hat wieder der Rappel gekriegt, oder ich habe den Rappel gekriegt, oder wie man das nennt. Und zwar, wahrscheinlich mit dem Windows-Update 25H2, das berüchtigte, oder ist H4? Ne, H2. Es gibt keine vier halbe Jahre. Es muss H2 sein, notgedrungen. So, da hoch bitte. Oder? Ich muss schon da hoch, oder? Da komme ich her. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, mit dem Update habe ich jetzt halt öfters irgendwie ein paar kleinere Problemchen mal wieder bei Windows und nervt mich halt. Also habe ich mir gedacht, okay, gar kein Problem. Es gibt doch diese Gaming-Linuxe, ne? Probier mal die mal aus. Habe ich noch nie gemacht. Also ich habe ja Mint immer noch auf meinem normalen Rechner, alles was nicht, also ich habe einen Zockrechner und ich habe einen normalen Rechner. Und alles, was halt nicht zocken ist, oder fast alles, mache ich an meinem normalen Rechner. Da ist Mint drauf und da bin ich auch sehr zufrieden damit. Allerdings ist Mint jetzt nicht unbedingt fürs Zocken gut. Weil es ist halt Mint, ne? Also die ganzen Dinger halt ist jetzt nicht so aktuell und tralala hin und her. Aller gut, dachte ich mir, dann mache ich mir mal so ein Gaming-Linux drauf. Gut, gesagt, getan, informiert, was könnte man denn wollen? Und was ich eigentlich will, ist kein reines Gaming-Linux, das nur gamen kann, also nur, wo du nur drauf zocken kannst und sonst nichts, sondern ich will ja auch Videos schneiden. Ist jetzt kein Ding, ne? Das ist, ne? Aber ich will auch Videos schneiden, ich will eventuell, also Internet surfen sowieso, ich will Bildbearbeitung machen, sowas, und dass das einigermaßen gut funktioniert. Ist jetzt kein großes Ding. Kannst du auch auf dem Steam Deck. Aber wenn halt das Interface drauf ausgelegt ist, wie zum Beispiel bei Beside heißt es, glaube ich, ist halt wirklich so Steam Deck-artig oder so, habe ich mir zumindest sagen lassen, ist so Steam Deck-artig, dass du halt vor allen Dingen gut zocken kannst und dass das Ganze sehr konsolisch anfühlt, aber sonst ist es eher für normale Tätigkeiten. Also so, ja, dann dachte ich so, okay, dann fällt das schon mal raus. Also ich habe mich da jetzt auch, das war das, Moment, Pilz essen? Ich will nicht den Pilz essen, ich will ihn eigentlich einpflanzen. Ich dachte, ich kann hier den Pilz einpflanzen. Dann esse ich ihn halt. Okay, ja, dann nehme ich halt den Pilz da und pflanzen ein. Ich habe gedacht, das ist ein Pilz, der größer wird. Naja, egal. So, wo war ich? Gaming Linux, genau. Beside fiel also, oder Bazit fiel schon mal raus für mich. Einfach in der Vorauswahl. Dann habe ich mich informiert und dann so, ach guck mal, Nobara. Das hört sich an wie was für mich. Basiert auf Fedora, alles klar. Dann machen wir das. Und dann habe ich mir das installiert. Und als Desktop-Environment habe ich mir KDE drauf gemacht. Sag mal, wieso kann ich keine Pilzen mehr pflanzen?
Ah, shit! Moment. Hätte ich den anderen auch hier pflanzen können? Jetzt muss ich ja doch wieder zurücklaufen. Komm, ich untersuche mal einen Pilz. Ja, okay. Ja gut, dann, also unsere Aufgabe ist jetzt da, einen Pilz zu pflanzen. Noch einen. Ich hätte gern so einen großen Pilz, der dann größer ist und dann kann ich vielleicht darüber oder so. Mann, jetzt habe ich den einen Pilz hochgeschleppt und habe ihn dann gefressen. Ja, okay, wir reden weiter über Linux, weil Leute, die Linux benutzen, müssen darüber reden. Spontan kriegen die immer Anfälle und reden über Linux. Einfach so. Ja, also ich mache Nobara drauf mit KDE als Desktop Environment. Großer Fehler. Sehr großer Fehler. Ich habe KDE, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so das letzte Mal als Desktop Environment mal kurzzeitig, wo ich irgendeine andere Distribution ausprobiert habe und festgestellt, KDE ist nichts für mich. Das ist mir zu viel für zu wenig. Zu viel Eingestelle, damit das ungefähr so ist, wie ich mir das vorstelle. Und du musst da wirklich, also out of the box, kannst du es nehmen, ist es super, aber ich will das nicht so. Ich will die Leiste oben haben. Das ist doppeldeutig. Moment, ist das doch so ein kleiner Pilz? Den schnapp ich mir. So, und dann setzen wir den auch da oben hin. Also ich will zum Beispiel die Leiste oben haben. Und ich will auf dem zweiten Monitor, der rechts von mir ist, Moment, Pilz ernten, will ich auch die Leiste oben haben. Eine zweite Leiste. Und nicht einfach dieselbe wie die erste. Nein, die will ich anders angepasst haben. Und der dritte Monitor, das ist eigentlich mein reiner OBS-Monitor, der hier unten drunter steht. Das ist so ein rechteckiger, länglicher da. Keine Ahnung, was ist das? So ist Format 21:5 oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das Format hier dingsbumst. Und da will ich die Leiste rechts haben, weil ja links OBS ist und das Ding halt nicht so hoch ist. Das hat nur 1100 Pixel in der Höhe. Und da will ich die Leiste rechts haben. So, geht mit KDE bestimmt. Bestimmt. Irgendwie. Und dann sieht es trotzdem kacke aus. Also, boah, nee, hopp, komm. Ja, komm. Ja, jetzt, dann war ich halt auch mit Nobara selbst, weil es ja auf Fedora basiert, nicht so ganz zufrieden. Jetzt ist es ja so, dass ich jetzt im Moment gerade wieder viel über Linux rede, aber eigentlich gar keine wirkliche Ahnung von Linux habe. Ich will nur cool sein. Ich will einfach nur cool sein und habe mit Linux meinen Frieden geschlossen, weil da kann ich machen, was es will, also mit Mint insbesondere. Da weiß ich, was ich kann, da weiß ich, was ich will und da weiß ich, was ich tun kann, wenn es mich nervt. Im Gegensatz zu Windows. Das nervt einfach so und keiner weiß, was man tun soll. Na jedenfalls, ich bin damit nicht so ganz klar gekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann so, ja, okay, lass mal das einfach. Ist schon, ja, wieso, dachte ich mir, wieso eigentlich nicht Mint drauf machen? Und mal mit Mint probieren. So, ich habe mir einfach Standard Mint, also warum ich da früher drauf gekommen bin, keine Ahnung, Standard Mint draufgeknallt auf dem Gaming-Rechner als Dual Boot, also als Zweitbetriebssystem halt, neben Windows. So, Moment. Also hier kann ich nur noch essen. Aber da drüben konnte ich noch einbauen. Einpflanzen, so jetzt mal. Da. Dann pflanzen wir den hier. So, gut. Okay, dann hätten wir das. Weiter komme ich hier nicht. Schade. So, also, dann habe ich mir Mint installiert und Steam drauf. Also Steam läuft überall. Das ist keine Probleme, ne? Steam läuft überall. Aber mein Spiel, was ich testen wollte, wie es läuft, woran alles abhing, was eine sehr dumme Idee ist, habe ich gerade festgestellt, Monster Hunter Wild. Oder? Wilds? Keine Ahnung. Ich, großer Monster Hunter Fan gewesen. Großer Monster Hunter Fan vor Generation 5. Okay? Dachte so, okay, jetzt
Ich installiere das also, das sind 170 Gigabyte oder sowas. Ich installiere das also, es startet, es läuft. Okay. Also noch nichts geändert, irgendwie noch kein anderes Proton oder sowas dran. Einfach nur Steam frisch gestartet, Monster Hunter installiert oder halt runtergeladen, installiert sowas, Monster Hunter gestartet, ohne groß was zu ändern. Im Spiel selbst halt genau so gelassen, wie es unter Windows läuft, und es lief halt wie unter Windows, vielleicht ein bisschen schlechter. So. Spiel ausgemacht, gedacht, ja, okay, alles klar. Irgendwann später nochmal Spiel angemacht. Und es lief nimmer. Und es lief nur nicht mehr nimmer. Es hat mein komplettes System einfrieren lassen. Ich kannte das gar nicht unter Linux, dass das geht. Das komplette System wirklich. Also nicht nur das Spiel ist irgendwie eingefroren. Nein, das komplette System. Du konntest nichts mehr machen. Du hast keinen Mauszeiger, den du bewegen konntest. Nichts mehr. Es ging nichts mehr. Du konntest noch nicht mal hier Steuerung Alt, Ende oder Entfernen oder sowas, um runterzufahren. Nichts mehr. Es half nur noch ein Reset am haptischen Knopf hier. Total doof. Und dann habe ich es noch ein paar Mal, also Reset gemacht, noch ein paar Mal probiert. Nee, immer dasselbe. Es hat einfach mein komplettes System einfrieren lassen. Dann, ja, okay, lassen wir das. Zocke ich halt weiter unter Windows. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das ging mir da nicht aus dem Kopf. Und dann dachte ich so, ja, ich war ja auch nicht, ja, so. Und dann so, guck mal, es gibt ein Gaming-Linux. Ich sag das immer so schön, ich weiß. Was auf Debian basiert. Was insofern schon seltsam ist, da Debian jetzt nicht dafür bekannt ist, dass es hier die Bleeding Edge Kernels hat oder was weiß ich was. Moment. Also, dass es hier... Also, lila war Leuchte, gell? Ja, okay, gut, wir gehen einfach mal weiter nach rechts. Und dann so, ja, okay, das installiert... Schlauerweise mit GNOME will es ja genannt werden, als Display Manager, als Desktop Environment, sowas. Und ja, es war schon eine Umstellung auf GNOME wieder, aber ging schon irgendwie. Und es lief auch recht gut. Und Monster Hunter hat auch gestartet. Mehrmals. Ohne... Naja, das stimmt nicht ganz. Das System ist eingefroren, aber nur GNOME. Und GNOME ist automatisch hingegangen und hat gesagt, wenn es irgendwas gibt, was den Windows Manager einfrieren lässt, dann warte 5 Sekunden und starte den Windows Manager neu. Bam! Und das war das Problem. Kannst du unter Mint bestimmt auch einstellen, war aber nicht voreingestellt und ich wusste halt nicht, was los ist. So, das habe ich gemacht. Und dann, es lief eigentlich sogar recht gut und so. Mir hat halt nur nicht GNOME gefallen als Desktop Environment. Aber wir sind ja hier unter Linux. Ja, gar kein Problem. Ich bin also hingegangen und habe mir Cinnamon drüber gebügelt. Mehr schlecht als recht. Weil ich halt auch nicht viel großartig einstellen wollte. Aber es lief. Ich konnte meine 3 Taskleisten oben, rechts hinmachen. Es lief alles mehr oder weniger okay. Ja, ich muss das hier essen. Was ist denn hier los? Hä? Kommt der gerade von der Spinne? Also das, was die Spinne... Was ist... Das ist kein Mensch. Guck mal, der hat so ein kleines Schwänzelein. Und der lacht jetzt, weil er Angst vor der Spinne hatte. Oder sie. Ja, aber was ist das? Was für ein seltsamer, wunderschöner Traum. Ja, sehe ich genauso. So. Ja, komm, klettern. Also. Kann ich mit der Spinne hier reden? Nicht? Okay.
Ich gehe mal da weiter nach rechts. Ja, ich habe mir also Cinnamon drüber gebügelt und es lief auch einigermaßen. Also so, ne? Und war gut. Also PikaOS kann ich grundsätzlich empfehlen. Es gab da einige Probleme beim Dual Boot, bei der Partitionierung. Müsst ihr mal gucken. Habe ich ein Video dazu gemacht. Eigentlich für mich selbst, damit ich es beim nächsten Mal weiß. Wo ich, ja, das Problem war einfach nur, dass das PikaOS eine EFI-Partition voraussetzt. Und eine EFI-Partition muss FAT32 im Format FAT32 sein oder VFAT oder was weiß ich, wie ihr es nennen wollt. Das Problem ist, dass der Partitionierungsmanager von PikaOS das nicht anbietet. Du hast keine Möglichkeit, FAT32 oder VFAT zu machen. Und ja, also hast ja von USB-Stick gebootet. Ist dann die naheliegendste Lösung ist halt einfach, ich habe mir Gparted, also vom USB-Stick gebootet. Während das Ding vom USB-Stick bootet, kannst du ja trotzdem in die Anwendungsverwaltung gehen, kannst dir Gparted runterladen und kannst dann die Partitionierung darüber machen. Ich habe dann nur die VFAT-Partition mit Gparted gemacht und dann weiter mit dem systemeigenen Partitionierungsprogramm. Lief gut. Wie gesagt, habe ich ein Video gemacht, nicht auf dem Kanal, auf meinem anderen Kanal, wo ich vergessen habe, wie er heißt. Gerd Friemel. Nein, ich heiße nicht Gerd und ich heiße auch nicht Friemel. Ist ein Wortspiel, finde ich irre witzig. Bin ich auch der Einzige, der es irre witzig findet. Geht's da überhaupt weiter? Wir gucken mal. Viel zu eng, oder? Ah, Sackgasse, okay. Kann man da nicht weiter aufkloppen? Nee. Ah. Nee, scheinbar nicht. Okay, neue Enttäuschung. Aber da oben rechts. Oben rechts wollte ich hin, genau. Oder gehe ich jetzt hin? Ja. So. Ja, auf Gerd Friemel ist, ja, wie gesagt, ist ein Wortspiel. Kommt da von ganz alleine drauf, wie ich da auf dieses Wortspiel gekommen bin. So. Ja. Also PikaOS lief und lief gut. Aber dann dachte ich so, ja, aber Junge, wenn doch das PikaOS auf Debian basiert und Mint und Ubuntu und was weiß ich was, basiert doch auch auf Debian. Warum läuft denn Mint nicht? Das Einzige, was PikaOS gemacht hat, ist halt, ja, es hat halt einen aktuelleren Kernel oder so. Es hat Proton, nicht das Original Proton von Steam, sondern es ist von Glorious Eggroll, das Betriebssystem. Ne, das ist Nobara. Ist egal. Also dieses GE-Proton da drin und hat die neuesten Mesa-Treiber drin. Es hat einfach nur aktualisierte Treiber, die Mint von Haus aus nicht mitbringt. Und der große Unterschied zwischen einem Gaming-Linux und einem normalen Linux... Ich werde seinen Schmerz beenden. Der große Unterschied zwischen einem Gaming-Linux und einem normalen Linux ist halt ganz einfach... Moment. So. Ist halt ganz einfach, bei einem Gaming-Linux ist alles, wenn du es installierst, schon voreingestellt auf Zocken. Du hast einen neuen Kernel, du hast die neuesten Treiber, du hast das. Das kannst du alles nachrüsten. Musst du halt unter Mint dann in dem Fall selbst machen. Und das ist der große Unterschied. Das, also, sag ich jetzt mal so, im Großen und Ganzen ist das der Riesenunterschied. Du musst nicht das Zeug selbst zusammenfriemeln, was du brauchst, sondern es hat das voreingestellt. Aber du kannst es machen. Also dachte ich mir so, ey, scheiß drauf. Also wenn das jetzt, das ist, was ein Gaming-Linux ausmacht, also habe ich mir wieder Linux Mint installiert. Also PikaOS wieder runtergeschmissen, habe mir Linux Mint installiert, habe mir keinen Gaming-Kernel drauf gemacht, weil erstmal ohne, also einfach nur den aktuellen Kernel, den Mint gerade hatte. Bin allerdings hingegangen und habe mir halt aktuelle Wine-Version runtergeladen. Ich habe mir, ich glaube, im Moment nutze ich das Cache Proton oder sowas. Ich habe die neuesten, also ein PPA reingemacht für die neuesten, damit ich die neuesten Meta-Treiber, Mesa, nicht Meta, das auch, Mesa-Treiber kriege und sowas und habe mir halt einfach ein paar PPAs reingeschmissen mit aktuellen Sachen drin
Und was soll ich sagen? Es läuft. Zwischenzeitlich kam auch noch hat ja alles mit Monster Hunter Wilds angefangen, kam auch noch das neueste Update, das Title Update 4, was Performance-Verbesserungen hat. Und seit es das hat, stürzt es auch nicht mehr ab unter Linux. Unter Windows ist es übrigens auch unter Windows ist es übrigens auch abgestürzt als. Und seitdem kann ich auch Monster Hunter zocken. Und ja, es läuft noch immer nicht so gut wie unter Windows. Da fehlen so 5, 6 Frames. Und ich habe ja irgendwann, also ich habe ja Wilds gezockt ohne Frame Generation. Ja, das ist schlecht. Ich habe Wilds gezockt ohne Frame Generation, weil, Alter, wenn dein Spiel Frame Generation braucht, um auf 60 Bilder zu kommen, dann hast du eine scheiß Arbeit gemacht bei dem Spiel. Weil das kann nicht sein. Das ist ein Spiel mit deutlich besseren Grafikkartenanforderungen als benötigt. Also nicht so die Mindestanforderungen, sondern die Anforderungen, wo Capcom selbst reingeschrieben hat, diese Grafikkarte braucht ihr. Und da bin ich drüber. Und bei der CPU bin ich weit oben drüber. Und trotzdem lief das Spiel in manchen Dingern mit 40, 50 Bildern. Ja, mit FrameGen kommst du auf 100, 120, aber vor dem Update lief es halt einfach, du willst nicht 30 Bilder auf 100 hochskalieren, sag ich mal, also die FPS. Natürlich sieht's gut aus, aber es steuert sich, wie wenn es nur 30 Bilder hätte. Du merkst das doch an der Steuerung, dass das viel träger ist. Und das war einfach Kacke. So, mittlerweile geht's. Ich meine, jetzt hat so standardmäßig 50 Bilder. Ja, dann tust du die halt mit FrameGen anschalten und kriegst sie halt auf 100. Und das geht einigermaßen. Könnte trotzdem besser sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wilds ist definitiv noch das Monster Hunter, was mir am wenigsten gefällt. Bisher war das World. World und Iceborne. Voll gutes Monster Hunter gewesen. Nicht ganz meins. Wilds ist ein gutes Monster Hunter und noch weniger meins. Es ist halt einfach nicht mehr. Ich bin ein alter Sack, ich mag die alten Monster Hunter. Die waren einfach noch, das war noch Spiele für Männer. Da hatte man noch Monster, hast den Wilds auch noch, und du musstest sie noch jagen. Monster Hunter. In Wilds ist es Monster Slayer. Ist ein Unterschied. Ich will auf die Jagd gehen. Ich will gucken, wo die Monster sind. Ich will da einen Farbball drauf werfen. Ich will kein Monster auf der Karte sehen, wenn ich nicht weiß, wenn ich es noch nicht gesehen habe. Ist ja auch egal. So, ich läster wieder. Ach, ich habe schon so viel über Monster Hunter Wilds gelästert. Also hier, es ist wirklich schlimm. Ich zock's übrigens in letzter Zeit wieder öfters. Es ist immer noch ein gutes Monster Hunter. Es ist immer noch Monster Hunter. Monster Hunter ist immer noch gut, aber es ist halt nicht meins. So, fertig jetzt. Genug Monster Hunter. Muss gucken, nicht, dass auf der Unterseite auch draufsteht, wer mein Arbeitgeber ist. So, jedenfalls, das Ende vom Lied ist, wo ich hier eigentlich hingekommen bin, bevor ich angefangen habe, ganz viel über Linux zu reden, ist, ich bin zufrieden. Ich habe wieder mein heißgeliebtes Linux Mint. Linux Mint ist das Linux, was am einfachsten für Leute ist, die von Windows kommen. So wird's erklärt. Am einsteigerfreundlichsten. Und es ist halt auch einfach wirklich so. Ne? Es ist wirklich so. Ich hatte mit PikaOS, stimmt, ich hatte mir ja nach PikaOS noch KashiOS oder KashiOS drauf, wo auch gesagt wurde, das ist nicht direkt ein Gaming-Linux, das ist eins so für Alltag, aber man kann sehr gut drauf zocken. Und das basiert auf Arch. Und das habe ich drauf gemacht und dann so, und habe es mir gleich mit dem Cinnamon Desktop, installiert und dachte mir so, ey, das ist ja cool, das ist ja geil. Ja, das ist genau so lange geil gewesen, bis man irgendein Programm installieren muss. Vorangestellt hattest du hattest Steam drauf, hattest Ding drauf, Monster Hunter lief gut, es war alles super. Aber wehe, du willst ein Programm installieren. Nee, die Scheiße tue ich mir nicht an. Also hier, jeder Arch-User, ich kann verstehen, wenn die sagen, du tust es dir einmal installieren und es läuft und es ist alles super, voll geil, kannst du machen, super stabil, okay, das sagt wahrscheinlich keiner, aber alles gut. Ja, aber der Weg dahin, weißt du?
Wenn der Weg zu einem System, bei dem du nichts mehr anfassen musst, gepflastert ist mit Steinen aus Dünnschiss und du musst da durchschwimmen, weil es so tief ist, dass dir die Kacke über den Kopf steigt, dann kannst du auch einfach sagen, guck mal, da oben ist eine Brücke, die Brücke heißt Debian, die nehme ich. So, war das ein schönes Bildnis, glaube ich. Mann, ich bin hier quasi, ich könnte glatt ein Heiliger sein. So, okay, er ist, glaube ich, bei der Hälfte. Zumindest sagt er das. Dann lassen wir ihn jetzt. Dann könnte ich noch ein bisschen weiter labern. So, alles gut. Leute, macht euch Mint drauf, wenn ihr keine Ahnung von Linux habt. Und lest euch ein bisschen ein, wie man mit 3 Klicks das Mesa PPA reinmacht. Es sind wirklich irgendwie Kika, Koka, Kuku, PPA musst du reinmachen. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ein PPA ist kein Problem. Gebt ein Linux, guck so, Linux Mint, Mesa PPA und du kriegst eine Anleitung. Also wenn ihr es wirklich nicht wisst, kein Problem. Kriegst eine Anleitung. Du kriegst sogar eine Anleitung dafür, wie du das machst, ohne die Konsole zu benutzen, ohne ein Terminal. Wer Angst hat vor einem Terminal ist voll praktisch. Geht deutlich schneller. Gerade aufs Mikro gespuckt. Wenn ihr das aber nicht wollt, es gibt ein grafisches Interface. Es gibt GUI. Könnt ihr das machen über die Anwendungsverwaltung. Geht auf Paketquellen, Paketquelle hinzufügen. Bam. Super Sache, hey. Ich kann es nur empfehlen. So. Und dann könnt ihr fleißig hier The Longing zocken. Fertig. So, wir warten jetzt noch, bis der das Ding da abgebaut hat. Weil sonst muss ich hier irgendwann wieder hin und weiß nicht, ob ich hier schon war. So, und wenn er das gemacht hat, dann stelle ich, dass er zurückläuft nach Hause und dann überlege ich mir noch was Neues, was ich labern kann. Der Kaffee ist wirklich nicht gut. Kann man hier mal Werbung für machen. Es ist Krönung Strong oder sowas. Ich weiß nicht, wir haben ja so eine Kaffeemaschine mit Tee. Tassimo, genau, also nicht für Tee, sondern mit Tee wie Tassimo. Tassimo, keine Werbung hier. Die haben wir schon seit, ich glaube, das ist jetzt schon über 10 Jahre her oder so. Auch eine lustige Geschichte. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, die darf meine Freundin nicht hören. Die sitzt da 3 Meter weiter links und hat so Ohren wie ein Elefant gerade. Also, pass auf. Es ist folgendermaßen gewesen. Wir sind beide keine Kaffeetrinker. Wenn meine Mutter zu Besuch ist, oder war damals, ist schon ewig her, ne? Dann hat sie sich als Kaffee mitgebracht. So, Kaffeepulver und Kaffeefilter und so eine Kaffeekanne haben wir ja schon, so eine Glaskanne so. Aber wir haben keine Kaffeemaschine. Weißt du, also so diese Filterkaffeemaschinen haben wir auch nicht. Wo du einfach die Kanne reinstellst, einen Filter reinmachst, die richtige Anzahl an Pulver in den Filter. Und hatten wir auch nicht. Und dann war es halt so, dass irgendein Fremder bei uns war, irgendein Fuzzi. Ein Mann. Ein patenter Mann. Fuzzi halt. So. Ich weiß gar nicht mehr, was der wollte. Wollte er uns eine Versicherung andrehen? Irgendwie sowas halt. Und mit dem halt geredet. Und ich glaube... Cool, danke. So, Moment, das heben wir auf. Ein Kristall. Eine Pein, ihn zu ernten, aber er macht sich sehr angenehm. Diese hier kommt sofort zu Hause an die Wand. Gut, dann gehen wir jetzt auch mal nach Hause. Wo ist mein Zuhause? Da. So. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinen Sessel zu sinken. So, auf jeden Fall hatten wir halt einen Mann da. Und ich glaube, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, entweder hat der Mann sich selbst... Also hat er von sich aus nach einem Kaffee gefragt? Okay, meine Freundin sagt ja. Also er hat gefragt, ob wir einen Kaffee für ihn hätten. Und ich, unsozialer Mensch wie ich bin, hätte eigentlich gesagt, sorry, wir sind keine Kaffeetrinker, ich kann dir was anderes anbieten, billiges Cola Light oder Mineralwasser. Weil das ist genau das, was wir damals zu Hause hatten. Ja...
Meine Schattenredaktion wird aufmüpfig hier hinten. Ich bin hier am Reden. So. Das Problem ist halt, mittlerweile haben wir noch nicht mal mehr Cola Light, weil meine Freundin von ihrem Cola Light Trip runter ist. Aber wir haben viel Mate und Mineralwasser. Mate ist meins und Mineralwasser auch. Meine Freundin trinkt nur noch Tee. Fast. Ja, jedenfalls. Kommt man denn da rechts hin? Na, jedenfalls, er hat halt nach Kaffee gefragt und meine Freundin sagt so, ja, mach ich. Und hat dann ihm Kaffee gekocht. Nee, du hast gesagt, mach mal. Okay, ich hab wohl gesagt, mach mal Kaffee, Vibe. Und sie hat Kaffee gekocht. Ohne Filter. Mit Bilder. Mit Filter? Nein. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ohne Filter war, weil da war nämlich noch Brocken unten in der Tasse. Quatsch, das war Filterkaffee. Ich habe ihn nur halt durchlaufen lassen, einfach so über die Kanten. Ich weiß aber, dass da so braunes Zeug unten drin war. Nee, war nicht. Doch, ich habe nämlich danach einen Schluck getrunken. Nee, wir waren Okay. nicht so viel. Meine Freundin hat dünnen Filterkaffee gemacht. So, sagt sie. Gut. Keine Widerrede geben. Stimmt so nicht. So, meine Freundin hat also dünnen Filterkaffee gemacht. Er hat halt seinen Kaffee dran genippt. Okay. So, jedenfalls, als er dann weg war, habe ich auch mal einen Schluck Kaffee getrunken, nicht bei ihm aus der Tasse. Und festgestellt, der ist nicht gut, der Kaffee. So, jetzt ist aber, man muss dazu sagen, wir sind beide introvertiert. Freundin mehr als ich. Also eigentlich haben wir keinen Besuch von fremden Leuten, weil wir das nicht wollen. Wir sind keine, die dauernd Kaffeekränzchen machen und Leute einladen. Aber dann dachte ich mir so, ja, wenn aber dann doch mal jemand kommt, wäre es ja mal nicht schlecht, wenn man den einen okayen Kaffee anbieten könnte. So, deshalb, ja, ich weiß, das war eine lange Ausholung, aber ich habe ja hier Zeit, deshalb spiele ich ja das Spiel, damit ich euch zulabern kann. So, deshalb haben wir uns so eine Fertig-Kaffeemaschine geholt, wo, keine Ahnung, 30 Tassen Kaffee in diesen Pads da sind, in Plastik eingewickelt und Alufolie, schlimmstes Ding, was du machen kannst. Aber wir kaufen so eine Packung Kaffee, die kostet, glaube ich, 7 Euro, wenn sie nicht im Angebot ist. Und es sind, keine Ahnung, 20, 30 Tassen drin. Und es ist sehr, sehr, sehr oft so, dass die einfach ablaufen. Und nicht nur, dass die, oh, die sind jetzt einen Monat drüber und es ist noch nicht leer. Nein, die laufen ab. Jahre. Ja, manchmal haben wir hier eine Packung, hinten stehen Kaffee, wo wir, oh, die sind im Angebot, wir kaufen mal 2 Packungen und dann guckst du so drauf und dann 2 Jahre schon abgelaufen. Und als du sie gekauft hast, waren sie noch nicht abgelaufen, da waren es noch 2 Jahre haltbar. Einfach nur, weil wir halt keinen Kaffee trinken. So, ja. Aber manchmal hast du halt Bock auf ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Und dann schieb ich so einen Tab da rein, so ein Dingens und trink das. Ja. Und im Moment habe ich halt Krönung XL, damit du eine volle Tasse kriegst, weil sonst kriegst du nur eine kleine Tasse. Und heißt irgendwie stark oder sowas. Oder strong. Ja, keine Ahnung. Ja. Irgendwie so halt. Und der ist nicht wirklich gut. So. Muss man ja auch mal sagen. Aber scheinbar scheint er zu wirken, weil ich bin immer müde. Es ist aber auch 13:48 Uhr. So. Halt. Komm her. Kann man da rüber gehen? Kann man da hacken? Was ist denn da oben? Wie komme ich da hin? Das wäre mal interessant zu wissen, so. Okay, ich kann hier nicht hacken. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Stein, den ich rollen könnte? Hoppala. Wo waren wir denn? Da wollten wir hin, gell? So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass es hier einen Stein gibt, den ich da rüber rollen kann, um dann da oben hinzugehen. War ich hier überhaupt schon mal? Das kommt mir alles so unbekannt vor. Ja, genau. Deshalb haben wir eine Tasse, so eine komische Kapselgedönse Kaffeemaschine so. Kaffee ist okay. Geht so.
Also gibt ja verschiedene Sorten so. Das normale Krönungsding ist okay, kann man trinken. Wie gesagt, wir sind beide keine Kaffeetrinker, wir haben da auch keine Ahnung. Auf Arbeit haben wir so eine 5.000 € fancy schmancy Kaffeemaschine, wo dann die Milch frisch dazukommt und du kannst dann das machen und so. Und da schmeckt der Kaffee jetzt auch nicht so viel besser. Einfach nur, weil wir keine Ahnung haben, wie guter Kaffee schmeckt oder beziehungsweise weil Kaffee generell nie gut schmeckt. Ich glaube, das ist es noch am ehesten. Okay, ich glaube, ich habe so langsam wieder eine Ahnung, wo ich bin. Ja, so. Genau, jetzt sind mir die Themen ausgegangen. Ist ja dumm. Also ein Thema, was ich gerade sehe, also immer wenn ich so runter gucke, gucke ich auf mein OBS drauf und ich sehe, dass mein Kinn, das ist mein Finger, ne? Hallo. Dass mein Kinn nicht zu sehen ist. Weil ich habe letztens an der Kamera rumgewackelt und das ist schlecht, ne? Ich sollte ein bisschen mehr gekippt sein. Ja gut, habe ich was zu tun für nächstens. Also wir latschen jetzt halt mal schön zurück. Junge, wie weit bin ich denn oben? Hopp. So. Also gut, da laufen wir schön zurück. So. Ansonsten, ja. Oh ja, wer bis hierhin geguckt hat und nicht durch meine Linux-Tirade abgeschreckt wurde und durch mein Kaffeegelaber und bis hierhin geguckt hat und Ahnung hat, nicht von Kaffee, das ist mir egal, aber von Linux. Ich habe da noch ein bisschen mit OBS und Linux ein bisschen ein Problem. Und zwar folgendes. Unter Windows gibt es den... Bei den Quellen kannst du einstellen... Moment, ich muss mal hier gucken. Ah ja, Spielaufnahme, beziehungsweise auf Englisch Game Capture. Das gibt's unter Windows. Gibt's auch hier, den Game Capture. Aber er funktioniert nicht. Zumindest nicht so, wie er soll. Also eigentlich gar nicht. Ich mache ein Game Capture rein und ich sage hier, also unter Windows gehe ich hin und sage hier, das Steam-Fenster, das da heißt The Longing. So, das hätte ich gerne hier Game Captured. Game Capture ist halt einfach nur, der tut da nicht den Monitor abfilmen oder so, weil das ein bisschen mehr Ressourcen, also der sagt nicht, nimm diesen Monitor auf, OBS, sondern du sagst halt, dieses einzelne Fenster, das da lautet The Longing oder sowas, das bitte, dieses Spielefenster, das bitte, ne? Das ist ein bisschen ressourcenschonender. Es geht auch so, indem man halt einfach, Moment, lass mich mal gucken. Ich muss gucken, wie es heißt. Also ich habe es ja alles umbenannt. Mal gucken. Ja, über Pipewire eine Anwendungsaufnahme. Anwendungsaufnahme für Sound, wo du halt sagst, von dem Fenster den Sound einzeln. Also, ne? Und dann machst du dir noch eine stinknormale Fensteraufnahme. Also sagst halt, ja, dieses Fenster, aber von dem Fenster der Sound. Einfach nur, damit ich den Sound vom Spiel einzeln habe und einzeln in OBS einspeisen kann, damit ich ihn lauter leiser machen kann, ohne dass jetzt im Video zum Beispiel meine Stimme laut leiser wird. Sonst könntest du ja einfach den Desktop aufnehmen, aber da hörst du dann alles an Geblinke und Gebimmel und so, wenn du Desktop-Töne eingestellt hast. Was ich nicht habe, weil es mich nervt. So. Ja, was auch noch ein Vorteil ist von dem Game Capture unter Windows ist, das nimmt halt nur das Spiel auf. Wenn du das Overlay von Steam hast, wo du zum Beispiel die Frames anzeigen kannst oder deine Achievements aufgehen, dieses Achievement-Fenster, oder du eine Nachricht kriegst über Steam, das ist ja über das Overlay gemacht, das nimmt Game Capture nicht mit auf. Und das ist sehr praktisch, weil da kann ich nämlich unten links oder so die Frames einblenden lassen oder wie ausgelastet meine CPU ist oder meine GPU oder sowas. Kann ich halt hier nicht, weil das dann mit auf dem Video drauf wäre. Ist ein bisschen doof, weil halt das Game Capture nicht so funktioniert, wie es soll. Und ja, ich weiß, dass es Game Capture gibt.
und dass man das nachinstallieren kann. Habe ich ja gemacht. Ich kann es ja hier auswählen, Game Capture bei OBS. Aber wenn ich halt drauf gehe, findet der kein Fenster. Und dann irgendwie so, ja, die Erklärung war, ja, du musst das Spiel, was du startest, musst du halt in die Starteinstellungen reinschreiben, keine Ahnung, bla bla bla, Vulkan-Gedönse. Und habe ich gemacht, funktioniert trotzdem nicht. Also gibt es da irgendwie eine Erklärung oder geht's halt einfach nicht? Ich meine, ich habe hier einen Workaround, der ist vollkommen okay. Ich habe jetzt halt nur keine Frames oder keine Systemauslastungsoverlay, das ich hier sehen kann. Und wenn ich ein Achievement kriege, ich habe mir halt den Ton von den Achievements sowieso immer ausgeschaltet, weil er mich nervt. Aber auch diese Einblendung, die du als kriegst, wenn ein Achievement ist, die kriege ich jetzt halt auch nicht mehr. Die habe ich auch ausgeschaltet, weil es auch dumm auf der Aufnahme aussieht. So. Aber vielleicht gibt es da ja einen schönen Workaround für Linux. Falls ja, könnt ihr mir es in die Kommentare schreiben. Wobei die Chance, dass einer nach 45 Minuten nach meinem Linux-Geplapper noch überhaupt dran ist, die ist sehr gering. Und wenn es dann noch einer ist, der sich mit Linux auskennt und dann noch einer ist, der sich mit OBS unter Linux auskennt und dann noch einer ist, der genau dasselbe Problem hatte und dann noch einer ist, der es gelöst hat, dann ist das einer. So, wir sind übrigens fast zu Hause. Der König schläft noch. Ich verstehe gar nicht, wie der bei dieser lauten Musik hier schlafen kann. Ist halt so. Naja. Ja. Guck mal, ich werde selbst müde. Also wir gehen jetzt wieder nach Hause, ja? Ich weiß gar nicht, wann waren wir denn das letzte Mal? Waren wir in der letzten Folge mal wieder zu Hause? Ich glaube, die letzte Folge war doch... War das die, wo wir den rosa Raum gefunden haben? Den weißen Raum? Da bin ich ja ziemlich lang drin rumgelatscht. Okay. Ich bin selbst gerade verwirrt. Oh, das ist ein Teppich. Ich bin genauso verwirrt wie ihr gerade. Wo kommen die ganzen Teppiche her? Okay, komm, okay, den habe ich gerade selbst geholt, ja? Und dann hängen wir darüber. So, auf diese Höhe. So, sieht doch schön aus. So, ich will doch malen. Malen. Aufheben. Malen. Mal doch mal. Wir haben jetzt... Ah, guck mal, die gelbe Farbe fehlt noch. Ja, wenn es nicht so... Ja, okay. Ich kann zumindest 3 Farben benutzen. Komm, wir benutzen mal die Farben, die wir haben. Ah, habe ich schon mal was gemalt. Guck. Wunderschön. Der Musiker. Was passiert denn, wenn ich das... Oh, das ist schön. Das male ich. Ich habe noch 19 Blätter Papier. Da kann man ruhig mal was malen. So, dann lassen wir den was malen. Ach ja, ich habe mir ja auch ein Bett und so gebaut. Habt ihr das alles schon gesehen? Ich sollte eventuell mal die letzte Folge angucken, die ich gemacht habe. Da hätte ich das dann durchaus besser sehen können, was ich gemacht habe. Aber ich gucke mir doch nicht meine eigenen Folgen an. Das ist ja langweilig wie Sau, da schlafe ich ja ein. Was der Witz von diesen Folgen ist. Ihr macht das zum Einschlafen und ich krieg Klicks. 2 oder 1. Okay, so, der malt jetzt also was und dann würde ich dieses Bild gerne da runterhängen, weißt du, da unten hin. Ins Bett. Also da unten ist ja mal ein Bett oder sollte mal ein Bett sein. Bin mir nicht ganz sicher. So. Okay, es ist übrigens kalt hier drin, oder? Ich mach mal hier ein Feuerchen gleich. Aber erst muss er fertig malen. Das ist hier eifrig bei der Sache. So, die Zeit vergeht schneller in Gesellschaft großer Kunst. Das hier verdient einen besonderen Platz an meiner Leinwand. Zack. So, kommen Sie mal hierher. Daher. Und machen Sie mal Feuerchen an. Dass hier schön heimelig wird. So, und dann, wenn es hier ein bisschen wärmer wird, ne? So. Feuer machen. Mit normaler Kohle, weil... Ist halt so. Nein. Hierher. Da runtergehen, bitte.
So, jetzt werdet ihr Zeuge werden, wie dieser Bildschirm scrollt. Krass, oder? Da seid ihr ganz baff. Oh, ich habe noch kein Bett gebaut. Ne, Moment, Alter, was geht denn hier ab? Sag mal, wie viel habe ich denn hier gebuddelt? Das ist ja gar nicht mein Bett. Was kann man denn hier hinbauen? Ich hätte jetzt gedacht, da ist mein Bett oder so. Na, muss aber hier... Sag mal, gibt es hier auch einen Abzug? Ja, da drin hoffe ich doch. So, wunderschön. Das ist meine Kunstgalerie. Moment, ich kann hier ein Bett bauen. Moment. Ich kann hier ein Bett bauen. Das heißt, ich habe hier noch gar kein Bett. Was ist denn da unten? Irgendwann habe ich denn das alles gemacht? Also ich weiß, dass ich ein paar Sachen quasi offscreen gemacht habe. Kann ich hier auch irgendwas bauen? Aufheben. Ja, heb mal Kohle auf. So. Und hier kann ich Pilze pflanzen, ja? Pilze ernten. Also ich weiß, dass ich hier das einfach buddeln habe lassen, dann ausgeschaltet, dann wieder angeschaltet, weiter buddeln lassen, sowas halt. Und das habe ich offscreen gemacht, weil... Aber habe ich das schon mal gezeigt hier? Halt, da liegt ein Stück Kohle. Ja, 30 Kohle. So, und jetzt kann ich mich hier ein bisschen baden, oder was? Ich habe hier ein Bad, das ist ja super. Kann ich hier noch weiter buddeln? Ernsthaft jetzt? Nee, okay, geht hier nicht mehr weiter. Aber ich könnte hier, guck hier, schön duschen. Lalalala. Jetzt bin ich ein sehr sauberer Schatten. Ist ein sauberer Schatten dann durchsichtig? Keine Ahnung. So, alles klar. Wir wollen da oben hingehen. Und dann baue ich mir da jetzt ein Bett. Ich dachte, wir hätten schon... Also der Plan war ja, dass ich da unten buddel und dann hier dieses Zimmer kriege und ein Bett hinbaue. Und dann habe ich es vergessen. Oder fehlen mir noch Teile fürs Bett. Kann natürlich auch sein. Zing gejuckt. Ich glaube, es gibt Geld. Oh, das kann gut sein. Wir haben den 28.12. So, Bett bauen, ja? Das wäre ein guter Platz für eine Bettstelle. Zum Bauen bräuchte ich 20 Moos und 10 Holz. Ich habe nur 5 Holz. Alter, 10 Holz. Ich dachte 4. Lass mal zählen. Außenrum 1, 2, 3, 4. 4 und 8 für die Stöppelbeine und dann noch 2 Planken wahrscheinlich, damit ich so einen Lattenrost habe. Ja, ist jetzt schlecht. Das ist jetzt eine Enttäuschung hier. Okay, ich muss wieder hingehen. Moment. Ich habe mir irgendwann mal einen Zettel geschrieben, wo ich draufgeschrieben habe, wo ich als draufschreibe, was ich zu tun habe. Warte mal, ich habe doch hier ein Betriebssystem. Hier. Supertaste. Test, nicht Test. Text. So, Textbearbeitung ist geöffnet. Das ist einfach so ein ganz normales Textfile. Und da schreibe ich jetzt da rein. The Longing. Sorry, ich muss auf die Tasten gucken, weil die Tastatur auch kacke ist. Aber ich habe hier genauer ein Mikro vor der Gosche. Deshalb muss ich so oben drüber gucken, weißt du? The Longing. The Longing. So. Es fehlt. Doppelpunkt. 5 Holz. Wo kriege ich denn 5 Holz her? Ich würde sagen, am einfachsten kriegst du random Sachen in diesem weißen Raum da. Ich glaube, Oha, ich sehe daneben eine meiner Katzen. Ja, die kommt jetzt. Moment. Muss ich meine Tastatur aufstellen. Was habe ich denn hier? Ein Zettel, wo drauf steht EATBTABEBT. Achso, ja, das war von Mutter hat mein Spiel versteckt 2. Dieses Spiel hat mich gebrochen. Der Tag 49, schlimmster Tag in meinem Leben. Also es fehlt 5 Holz. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah ja, wo ist das? Oben rechts oder so? Pilz. Gepflanzt. Gepflanzt? Nein, nicht GPF. Da muss das L hin. Gepflanzt. Junge, wieso schreibe ich hier? Das ist ja wirklich übel hin. So, Pilz gepflanzt zum Hochklettern. Fragezeichen. Pilzbereich oben rechts. Also im Pilzbereich und da wiederum oben rechts. Hoffentlich werde ich das verstehen.
Ich glaube nicht. So, und das Steuerung S, das speichern wir ab unter the longing To-Dos. TODO. So. Und das Ganze bitte auf dem Schreibtisch. Ich speichere alles auf dem Schreibtisch. Speichern. So. Sehr schön. Hätten wir das gemacht. Dann werde ich das jetzt noch vorbereiten. Und zwar... Moment. Erstmal... Komm mal her. Oh, süße Einsamkeit. Ja, ja. Erstmal gucken, was für Bücher wir haben. Wir haben doch, glaube ich, in dem weißen Raum da, in dem Raum der Unendlichkeit oder wie es hieß, da haben wir doch, glaube ich, Bücher gefunden, soweit ich weiß. Also da haben wir Teppiche gefunden, so wie es aussieht. Wir haben diesen wunderschönen Vorhang gefunden, einen Haufen Papier und den Pferdekopf. Haben wir alles gefunden da. Haben wir da auch Holz gefunden? Das ist eine gute Frage. Wir haben auf jeden Fall Bücher gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was für Bücher das wir haben. Ein Buch lesen. Gedanken. The Goose Girl, also sprach Zarathustra, Moby Dick. Gedichte 2, Metamorphosis. Die 6 Schwäne. Und was ist das? Märchen 1. Mal noch was. Also sprach Zarathustra 2, Amontillado, also sprach Zarathustra 3, Iliad 1 bis 13, Nibelung. Moment. Ist das das Einzige, was auf Deutsch ist? Nein. Das Nibelungenlied ist nur der Titel. The Nibelungenlied. Eigentlich heißt es The Nibelungenlied. Erstes Abenteuer. Grimhilds Traum. Ich würde jetzt so gerne hingehen. Jetzt hier, pass auf. Wir lassen... Lesen lassen. Ja, okay, der liest es gerade vor. Also ich lese euch das jetzt vor und dann fade ich aus und dann sage ich aber mal, Männlein, lauf zum weißen Raum. Halt. Nicht lesen lassen, ich will vorlesen. So, ich will euch jetzt sanft in den Schlaf wiegen. The Nibelungenlied. First Adventure. Grimhild's Dream. In stories of our fathers' high marvels, we are told of champions well approved in perils manifold. Of feast and merry meetings, of weeping and of wail and dead.